wie kann ich in meinem Zuhause ein Friedenshaus aufbauen? Wie kann ich einen Ort vom Frieden haben bei mir zuhause? Ob du in einer Wohnung wohnst, in einem Haus oder vielleicht deine Familie nicht gläubig ist und du einfach für dein Zimmer machst. Du persönlich für dein Zimmer. Glaube ich, dass diese 4 Steps heute Abend dir unglaublich werden helfen, eine Ruhestätte aufzubauen, wo du daheim kannst zur Ruhe kommen. Ich habe gemerkt, viele Menschen, die sind in der Welt unterwegs, am Arbeiten, in den Hobbys und du bist draussen und du bist in deinen Kämpfen drin. Und wenn du heimkommst, hast du daheim noch den grösseren Krieg als dort, wo du bist. Und das kann nicht sein. Weil daheim brauchen wir einen Ort vom Frieden. Wir brauchen einen Ort, wo wir zur Ruhe kommen können, wo wir auftanken können. Jesaja 32,18 heisst, mein Volk lebt an einem Ort des Friedens, in sicherer Wohnung, sorglos und ruhig. Wisst ihr, liebe Freunde, das ist powerful. Das ist die Aussage vom Wort Gottes. Hey, seid euch bewusst, ich will, dass ihr an friedlichen Ort wohnt. Und wir müssen verstehen, wenn wir heute Abend die 4 Steps machen, wir haben unter anderem auch den Psalm 91, wo wir miteinander lesen. Wir müssen wissen, wir sind da auf dieser Erde und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen einen geistlichen Kampf. Im Epheser 6,12 heißt es, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Du musst verstehen, wenn wir die 4 Steps durchgehen, wird vielleicht dein menschliche Verständnis ab und zu ein bisschen Alarm schlagen und sagen, hey, aber er ist ein bisschen komisch, ist ein bisschen weird. Ich will dich ermutigen, der Paulus im 1. Korinther 2 sagt er uns ganz klar im Englischen, the natural mind receives not the things of the Spirit. Der menschliche Verstand kann die Sachen vom Geist Gottes nicht erfassen. Es ist für ihn Dummheit. Effektiv so. Und das ist noch krass, um darüber nachzudenken, dass wir immer wissen müssen, wir müssen anfangen, aus unserem Herz zu leben, damit wir geistlich anfangen zu regieren, damit unser Haus ein Haus vom Frieden wird. Ein Zimmer vom Frieden, eine Wohnung vom Frieden. Weil es ist dein Recht als Nachfolger von Jesus Christus. Der Leo hat in den letzten Messages oft den Josua 24,15 zitiert, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und verstehst du, der erste Step ist die Weihung. Was ist das? Ich weihe mein Zuhause meinem Gott. Und wie mache ich das? Im Alten Testament hat es geheißen, das, was Gott geweiht wird, ihm angegeben wird, ist Gott besonders heilig. Das heisst, ich kann heimgehen und mein Zuhause, jetzt von mir, von meinem Hof, kann ich sagen, wo wir vor 5 Jahren den Hof übernommen haben, abgekauft haben von meinem Vater, haben wir den Hof Gott geweiht. Ganz einfach, wir haben zusammen als Familie gebetet und gesagt, Jesus, wir übernehmen den Hof, aber du bist König. Und wir wollen ihn dir geben. Du bist der beste Bauer. Der Heilige Geist ist der beste Betriebsleiter. Und wir geben es dir, wir sind Verwalter und wir freuen uns und sind vielleicht auf dem Grundbuchamt noch eingetragen als Eigentümer. Aber Jesus ist der Chef und ihm gehört's. Und das ist ganz einfach, ist ein Gebet. Du musst wissen, deine Worte haben Kraft. Wer war letzten Sonntag da gewesen? Der Leo hat vorgegriffen, er hat meine Message sabotiert. Nein, ich habe gedacht, Leo, Gottfried Stutz, das wollte ich bringen. Wieso predigst du meine Predigt? Er hat geredet, wie kraftvoll die Worte sind. Er hat geredet, für ein Wunder braucht es einen Sound. Es braucht ein gesprochenes Wort. Hey, Gott hat im Fall nicht geschafft, um die Welt zu schaffen. Er hat, um das Universum zu machen, nicht gekrampft. Er hat gesprochen, es werde Licht. Und es ist Licht geworden.
Er hat Wort gebraucht, um etwas in Existenz zu bringen. Und das zeigt uns Sprüche 18:21. Leben und Tod sind im Kraft von der Zunge. Wir werden die Frucht von ihnen essen. Die ganze Bibel durch im Alten Testament zeigt es uns, hey, Gott sagt, wählet Segen oder Fluch. Ihr könnt auswählen. Und du musst dir vorstellen, im Jeremia hat er gesagt, am Prophet Jeremia, ich habe meine Worte in dein Maul gelegt. Das Wort dort im Hebräischen ist das Wort Debar und heisst so viel wie die erschaffende Kraft Gottes. Also, Gott sagt, ich habe mein Wort in dein Maul gelegt. Die erschaffende Kraft Gottes. Du kannst anfangen, Leben sprechen. Du kannst anfangen, Wort vom Leben brauchen über dein Zuhause und das Gott angeben. Und ihm das weihen. Weil es macht einen Unterschied. Es hat Kraft. Hiob 22:28 aus der Amplified, das heisst, you will also decide and decree a thing, and it will be established for you, and the light of God's favor shall shine upon your ways. Du sollst etwas entscheiden und es aussprechen, und es soll so für dich geschehen. Und das Licht, die Gunst Gottes, soll auf deinem Lebensweg aufleuchten. Wisst ihr, wie kraftvoll das ist? Da geht es nicht darum, name it and claim it. Da geht es nicht um ein Prosperity-Wohlstandsevangelium. Da geht es um ein Verständnis, das Wort Gottes, das ich ausspreche, wenn ich Gott etwas weihe und das Wort von ihm brauche, es etwas auslöst. In der unsichtbaren und in der sichtbaren Welt. Ihr müsst verstehen, diese Worte kreieren etwas. Ein Beispiel. Wir haben einen hochleistenden Milchwirtschaftsbetrieb und mit meiner hochleistenden Herde, für die sozialen Medien verfolgen, momentan milche ich über 43 Liter Schnitt und es gibt nicht Mengen, und, wo so viel Milch hat. Und sie kommen langsam, die Bauern, und sie fragen, was ist denn da jetzt genau los? Ich werde dir ein Beispiel sagen. Wenn wir Mais-Silage, was einer von unseren Hauptgrundfutterrationen ist, gehäckselten Mais, wenn wir den siliert haben, nehmen wir Futterproben. Und die Futterproben, im Mais, kommt es darauf an, wie viel Gramm Stärke haben wir in dieser Maispflanze pro Kilogramm. Und im Durchschnitt haben wir, wenn wir ein normales Maisjahr haben, zwischen 320 und 360 Gramm Stärke in dieser Pflanze drin. Und letztes Jahr haben wir nicht guten Mais gehabt. Der Mais hat Hagel gehabt, Sturmschäden. Wir haben sogar von der Hagelversicherung Geld bekommen. Und jetzt haben wir den Mais gehäckselt. Und jetzt haben wir die Proben gemacht. Und jetzt haben wir im November die Proben bekommen. Und wir haben das Labor noch mal wechseln, weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir so gute Proben haben. Und jetzt ist herausgekommen, dass wir sagen und schreiben 410 Gramm Stärke in dem Mais haben. Versteht ihr? Du laufst an dieser Maispflanze, an diesem Feld vorbei, da können meine Kinder ein Lied davon singen. Wenn wir durchfahren, du siehst, wie der Mais liegt, der ist vielleicht ein bisschen verhagelt. Und was wir machen, wir lassen das Feister runter und wir sprechen Leben und sagen, ich segne den Mais im Namen von Jesus Christus. Der Mais soll mehr Stärke haben als je zuvor. Hey, und der Natural Mind sagt, es ist unmöglich, wir haben schon viel bessere Jahre gehabt, als so wie die Pflanzen aussehen. Und der Herr sagt, ich liebe deinen Glauben, ich segne den Mais. Und plötzlich ist er besser als je zuvor. Danke, Jesus. Verstehst du, da hören die menschlichen Anstrengungen auf und Gott macht ein Wunder. Und dann habe ich letzte Woche 2 Bauern, die den Hof sind anschauen, die die Fütterung anschauen, sind vorbeigekommen. Und dann hast du die offene Tür. Und du sagst nochmal, ich kann mir es auch nicht erklären, aber was ich kann euch sagen. Wir glauben an einen liebenden Gott. Jesus, der ein lebendiger Glauben ist. Und er macht den Unterschied. Und das ist die Wahrheit, weil ich schäme mich nicht für das Evangelium von Christus. Der zweite Step. Du darfst über dein Zuhause, über dein Zimmer, vielleicht ist es nur dein Zimmer, wo du sagst, meine Eltern sind nicht gläubig. Ich bin der Einzige, der Erste in der Familie. Nicht der Letzte.
Du bist der alle einführt in Glauben, weil der Herr gesagt hat, wenn ein Gerechter aus der Familie ist, sollen alle gerettet werden in Jesus' Name. Und du nimmst das Abendmahl über dein Zuhause. Wir haben so viel gehört über das Abendmahl in den letzten Wochen und Monaten von Leo und Susanna. Abendmahl ist so powerful. Du musst dir vorstellen, das Abendmahl ist nochmal ein Erinnern an diesen Opfertod unseres Gottes, der den ultimativen Sieg über Tod und Teufel errungen hat. Und Maria, Schwestern aus Deutschland, haben geschrieben, dein heiliges Blut sei hier der Schutz und biete des Feindes Anschlag Trutz. Wir müssen verstehen, liebe Freunde, es gibt keinen grösseren Schutz auf dieser Erde als der Blutschutz von dem Lamm Gottes, das geschlachtet worden ist vor der Erschaffung der Welt. Er hat sein Leben gegeben. Und wenn das Blut in Aktion kommt in unserem Zuhause, muss jeder Tod und Teufel sein Gepäck packen und gehen. In Jesus' Name. Das ist die Wahrheit. Und darum, du darfst das Abendmahl für dein Zuhause nehmen. Hey, als ich letztes Jahr noch einen zweiten Betrieb verkaufen, was mache ich? Ich gehe und ich laufe auf das Land. Und ich nehme Brot und ich nehme Wein. Und ich rühre das Abendmahl auch noch auf den Boden raus. Warum? 1. Mose 4. Aber Gott entgegnete, was hast du bloß getan, als er zum Kain sagt, der Abel umgebracht hat? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde her zu mir. Ich sage dir, auch unser Boden hat ein Erinnerungsvermögen. Und auch dem Boden sprechen wir nochmal die Erlösung von dem Werk von Jesus zu. Egal, was in deinem Haus früher passiert ist mit den Vormietern oder was auch immer, ist doch egal. Aber wir nehmen es in Anspruch, weil we are not unaware of the devil's devices. Wir wissen, dass der Find ein hinterlistiger Saubock ist und probiert, uns das Leben zu nehmen. Aber wir sind wach im Heiligen Geist und sagen, dir wollen wir die Schranken weisen mit dem Blut von Christus. Ihr könnt durchgehen und das Abendmahl nehmen über eurem Zuhause. Es ist eine Freude und es ist im Fall nicht einmalig. Ihr dürft es immer wieder machen. Und ihr dürft auch euer Zuhause salben. Ihr dürft das Öl nehmen und nochmal an eure Türpfosten gehen und an eure Haustüren gehen, unseren euren Ausgang. Und das ist nichts anderes als das Bild von diesen Ägyptern, wo nochmal das Lamm, das geschlachtet haben, das Blut genommen haben, an den Türpfosten, damit der Todesengel vorbeigegangen ist. Es ist nochmal ein Zeichen, ich weihe dir das, Gott. Ich bin abhängig von deinem Schutz. Versteht ihr, wo wir vor 5 Jahren ins grosse Haus übergezügelt sind auf dem Hof, nach Umbauarbeiten, nach 3 Tagen, wo wir in diesem Haus hinein waren, plötzlich, ich habe es irgendwie nicht gecheckt, die Kinder haben schlecht geschlafen, wir haben nicht gut geschlafen, die Kinder haben Albträume gehabt. Und verstehst du, wir haben keine Albträume. Wir schlafen ruhig. Wir sind uns das nicht gewöhnt. Und am 3. Tag, am Abend, am 6. damals, der Caleb 4, kommt zu mir an meine Hose und sagt, Baba, wenn mir nicht das Haus jetzt einsegnet, gehe ich nicht schlafen. Jetzt musst du dir vorstellen, ja, der Dominik Haab, der Nachfolger von Jesus, braucht Jesus noch einen 4-jährigen Bub, um mich drauf aufzulupfen. So ist doch unser Herr Jesus. Er braucht Kinder, um uns zu helfen. Und so haben wir das gemacht, haben wir den Orangensaft vorgenommen und haben nochmal das Abendmahl zusammen genommen, haben nochmal den Psalm 91, wenn wir es nachher auch noch werden machen, ausgesprochen und haben nochmal Buße da für alles, was passiert ist in diesem Haus und haben nochmal gewusst, Jesus leiht uns ein frisches Bettzeug an, wie wenn noch nie jemand etwas gemacht hat in diesem Haus. Und ab dem Moment haben wir im Frieden gewohnt. Und es war eine Aussage und eine Deklaration, wo mein 4-jähriger Bub mich noch darauf auflupfen musste. Und du darfst das im Fall machen. Du darfst deine Türpfosten einölen. Du darfst, als ich den Melkroboter im 2018 gekauft habe, steht der in der Garage unten in Einzelteilen.
Und ich habe gewusst, ich habe viele Horrorgeschichten gehört über Milchroboter, Betriebe, die es gelaufen hat, Betriebe, die es nicht gelaufen hat. Und ich habe nochmal das Öl genommen, bin nochmal in die Garage runter und habe nochmal den zerleiten Milchroboter eingeölt und gesagt, und du sollst unserer Familie dienen und funktionieren wie je zuvor. Und ich sage dir, meine Gedanken haben gesagt, Tom, jetzt bist du aber wirklich im Seich. Jetzt musst du aber langsam bremsen. Es ist ein bisschen komisch, ein bisschen weird. Und soll ich euch etwas sagen? Ich bin jetzt im 6. Jahr. Ich habe letztes Jahr 800'000 Kilo Milch gemolken mit diesem Roboter. Du findest keine 5 Betriebe in der ganzen Schweiz, die das geschafft haben. Ja, ich will nicht mir Danke sagen. Ich bin vor 2 Wochen mit meinen Servicetechnikern, mit meinen beiden zum Mittagessen, also eingeladen zum Mittag. Und wo wir so reden, sagen sie, ja, Dominik, wir haben uns schon ein paar Mal gefragt und miteinander geredet. Es ist schon noch verrückt, wie viel Milch aus dem Roboter rauskommt und wie wenig Störungen das du hast. Das ist nicht normal. Dann habe ich gesagt, ja, es ist nicht normal, weil wir vertrauen auf einen lebendigen Gott. Und versteht ihr, da könnte man noch meinen in unserem Kopf, du dürftest dein Auto nicht einsalben oder deine Maschine daheim. Aber du darfst. Und darfst es deinem Gott weihen. Und ich sage dir, die Vergeltungsmächte aus der Hölle müssen unverrichtete Dinge abziehen. Und haben keine Möglichkeit, Leben zu klauen auf deinem Zuhause. Und da möchte ich dich einfach ermutigen. Mach das, nimm das Abendmahl, öle dein Zuhause ein. Und der 3. Punkt. Mit der Führung vom Heiligen Geist das Haus putzen. Und das ist auch etwas Wunderbares, wenn du die Weihe gemacht hast, wenn du das Abendmahl nimmst, wenn du deine Maschine, dein Zuhause, deine Kaffeemaschine, dein Velo, dein E-Bike eingeölt hast und dem Gott geschenkt hast, dann darfst du anfangen, mit offenem Herz durchs Haus gehen. Und der Heilige Geist fragen, gibt es noch Sachen, die ich noch rausgehen sollte? Und da darfst du Freude haben. Dann kannst du deine Harry Potter Bücher rausgehen und verbrennen. Weil du nichts mehr mit Hexerei zu tun hast in deinem Haus. Ich will euch so ermutigen. Dann könnt ihr eure Traumfänger, die ihr aufgehängt habt, könnt ihr rausgehen. Die könnt ihr verbrennen. Wisst ihr warum? Ihr sagt, willkommen Dämonen, ihr könnt mein Leben zerstören. Und jetzt nehmen wir es weg und verbrennen es und sagen, wir folgen Jesus nach. Und das ist die Wahrheit. Und da möchte ich euch so ermutigen. Ich habe gerade heute Morgen eine Frau gehabt, die ist nachher zu mir gekommen und gesagt, Dominik, jetzt gehe ich heim ein Feuerchen machen. Und dann habe ich gesagt, oh, okay, ja, ich habe da daheim mal 2 Skulpturen in meinem Haus und mir ist immer nicht so ganz wohl gewesen, aber ich habe mich nie richtig davon trennen. Und jetzt gehe ich heim und zünde das an. Und dann habe ich gesagt, ich freue mich, ich erzähle die Geschichte am Abend. Weisst du warum? Mein geistlicher Vater hat immer gesagt, wenn du nicht sicher bist, ob du fortgehen willst, dann geh erst recht fort. Liebe Freunde, es geht darum, dass man versteht, es ist eine Herzensangelegenheit. Es ist ein Verstehen, dass wir auch etwas von uns, von etwas trennen können, weil wir Gott lieben. Es geht vielleicht nicht mal darum, ob das belastet ist oder irgendetwas, aber schon nur dein Akt von dem Gehorsam, wo der Heilige Geist dich darauf ruft, ehrt den Vater. Das ehrt den Vater, liebe Freunde. Weil er dein Herz sieht und er sagt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Verstehst du? Wir müssen verstehen, wenn wir mit Menschen reden, die Jesus nachfolgen, die früher im Okkultismus, in der Hexerei unterwegs sind, die werden dir erzählen, hey, es gibt Menschen, die laufen durch Geschäfte durch und verfluchen Gegenstände. Und du bringst es nachher zu dir heim. Und dann ist es wichtig, und das habe ich meinen Kindern schon, habe ich es nicht euch gelehrt, egal was wir heimbringen in unser Haus, wir segnen es im Namen von Jesus Christus. Und es ist einfach und für jeden möglich. Ich werde dir eine Story erzählen, wo meine Frau 6 Monate schwanger war mit unserer Ältesten. Gute Schwangerschaft gehabt, plötzlich fangen die Schmerzen an, links und rechts im Bauch. Wir haben nicht gewusst, was ist. Doktor, Spital kennen, hat es herausgefunden. Wir haben gebetet, wir haben nicht gewusst, was machen. Läutet die wunderbare Mutter von der Davina an, die auch eine Nachfolgerin von Jesus ist, eine Beterin, und sagt, ich habe noch einen Eindruck gehabt im Gebet, kann es sein, dass ihr in den letzten 2-3 Wochen etwas Grösseres angeschafft habt und das nicht gesegnet habt?
Und ich überlege und sage, ja, du glaubst es nicht, ich habe meiner Frau ein grosses Aquarium geschenkt mit Fisch drin. Dann sagt sie, okay, ist ja kein Problem, dann tönt doch das Aquarium noch, einfach noch einölen und tönt es noch mal Gott angeben. Du, wir haben das gemacht, am gleichen Tag sind die Schmerzen verschwunden und nie mehr zurückgekommen. Versteht ihr? Es ist ein Verständnis, dass der Teufel nicht fair ist. Und du kannst sagen, ja, ich glaube jetzt das nicht. Ich habe dir eine andere Story vor 2 Wochen. Ein Kollege ruft mir an, hat gezügelt in ein neues Haus. Leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus, er und seine Frau. Und nach 3 Tagen in diesem Haus kommen sie beide einen Tinnitus über auf dem einen Ohr. Und sagen, das ist nicht normal, wir sind immer gesund. Das kann nicht sein. Sie haben noch 2 Untermieter und sie sind am Betten. Sie merken nichts. Und am 3. Tag kommt er vom oberen Stock runter und sieht ein Bücherregal, wo sie ihre Bücher drin haben, und sieht ein Buch leuchten. Und er geht an und nimmt das raus. Und das ist nicht ein Buch von ihnen gewesen, sondern es hat die Untermieter mitgebracht und dort hineingestellt. Und sie haben gemerkt, dass es ein absolut okkultes Buch war, wo es darum geht, ich bin Gott und ich kann machen, was ich will. Und er hat das Buch gesehen und gesagt, du, nicht bei mir. Ist raus, weil ich ihn ja wunderbar gelehrt habe, ein Feuerchen gemacht und das anzündet. Und ich glaube es nicht. Apostelgeschichte 19 heisst es, sie sind mit ihren Zauberbüchern gekommen und haben es verbrannt. Und du glaubst es nicht, der Tinnitus ist am gleichen Tag verschwunden. Bei beiden Ohren. Wir müssen verstehen, ein geistliches Prinzip, und da geht es nicht darum, Angst zu schüren. Da geht es darum, wir regieren vom Sieg her. Wir regieren von dem Blut von Jesus, aber wir sind uns bewusst, der Teufel ist nicht fair und darum haben wir einen wunderbaren Heiligen Geist, der uns hilft, Leben zu sprechen, Sachen zu segnen und auch Sachen rauszugehen. Verstehst du? Und dann kannst du deine Schränke durchgehen, dann kannst du deine homöopathischen Kügel fortgehen. Mit denen willst du nichts mehr zu tun haben, weisst du warum? Du willst doch nicht irgendwie etwas potenzieren und eine Geistkraft freisetzen. Das ist Hexerei. Das hat nichts damit zu tun, mit dem Herrn Jesus unterwegs zu sein. Und du magst jetzt vielleicht so sein. Ich will dir nur, was ich mir wünsche, ist, dass du die Freiheit kannst erleben, die wir in unserem Haus erleben. Und das heisst nicht, dass wir nie durch Schwierigkeiten durchgehen. Auch bei uns kommt Krankheit und Tod vorbei schauen. Wir wollen mit dem nichts zu tun haben. Und wenn es passiert, danken wir Gott, dass er uns beschützt hat, dass der Teufel nicht noch mehr geraubt hat. Und jedes Mal proklamiere ich, das, was du mir geklaut hast, wirst du mir 100-fach zurückzahlen. Und ich werde mich freuen, im Angesicht von meinen Feinden wird mein Gott mir einen Tisch bereiten. Und ich werde mich freuen, weil ich noch mehr wird haben zum Austeilen. Und da will ich dich einfach so ermutigen, dir bewusst sein, dass du mit dem Heiligen Geist durch dein Haus durch kannst gehen. Hey, haben wir es nicht gehabt? Kinder, haben wir es nicht gehabt gestern, als wir da den blöden Hexenfilm angefangen haben zu schauen auf Netflix? Ich habe gesehen, dass sie angefangen haben zu schauen, etwa 10 Minuten. Da habe ich sie zur Rede gestellt und gesagt, habt ihr das angefangen zu schauen? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Ich habe nicht gesagt, so einen Film, bei mir, daheim, nicht. Ich will mit dem Teufel nichts zu tun haben. Du sagst, ja, das kannst du nicht. Ist ja nur ein Kinderfilm. Ich sage dir eins. Mit dem Teufel spielst du nicht. Wir wollen nichts mit Witchcraft zu tun haben. Wir wollen nichts zu tun haben, was mit okkulten Praktiken zu tun hat. Wir wollen etwas zu tun haben mit dem Heiligen Geist. Wir wollen etwas zu tun haben mit dem Leben vom Königreich. Und ich sage dir eins, es gibt nichts Erfüllenderes, als in dem Frieden von dem Gott zu laufen. Da willst du nichts mehr zu tun haben mit so Scheissdreck. Und da geht es darum, dass wir im Einfachen anfangen und sagen, nicht bei uns die Heime. Sagen diesen Kindern, solange ihr Beine unter meinen Tisch habt, wird noch das gemacht, was ich sage. So hat es mein Vater zu mir gesagt. Amen. Versteht ihr? Ich bin passionate. Weißt du warum? Könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet, jeden Abend im Frieden ins Bett zu gehen? Könnt ihr euch vorstellen, keine Anklage und Scham im Herzen zu haben? Bedingungslose Liebe von einem Vater. Es ist unverschämt, wie Gott mich liebt. Und genauso liebt er dich auch.
Und ich will, dass du es erfährst. Und für das müssen wir immer wieder mal einen Pflock einschlagen und sagen, jetzt schauen wir aber ran. Und jetzt räumen wir raus. Und jetzt folgen wir Jesus nach. Und jetzt machen wir kein Spiel, halbe drinnen, halbe draussen. Ich sage dir, am Schluss kostet sich das Leben. Es gibt nichts Schlimmeres als ein lauwarmes Leben. Für dich. Das ist so ein Scheiß. Weißt du warum? Du weißt nie, ob du drinnen oder draussen bist. Der Teufel sagt, oh, ich liebe das. Da kann ich mit dir, du bist wie ein Spielball, ich kann machen, was ich will. Aber es gibt nichts Schöneres, als auf die Knie zu gehen und dem Herrn alles anzugeben und zu sagen, du bist König. Nimm mein ganzes Leben. All das, was gut ist, was noch kaputt ist, aber du kannst alles haben, da. Das ist der Weg. Es geht ums Herz in dieser ganzen Predigt. Es geht nicht um ein Textbuch, um etwas, wo ich jetzt, wie muss ich es jetzt genau machen? Muss ich jetzt ein Kreuz machen oder gerade oder was? Es geht nicht um das, es geht ums Herz. Es geht ums Herz, liebe Freunde. Versteht ihr, der 4. Punkt ist das Schutzdach errichten mit Psalm 91. Und ich habe den Psalm 91 mitgebracht, ich habe ihn sogar umgeschrieben. Sagen alle was? Ich habe den Psalm 91 persönlich geschrieben. Dort, wo du und er und sie, es ist eben du, ich. Gott meint mich. Wir müssen es persönlich schreiben. Und die Engel, sie hören auf das, was gesprochen ist, liebe Freunde. Die Engel sind powerful. Im Psalm 103 heißt es, lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr mächtigen Wesen, die ihr seine Befehle ausführt und auf seine Worte hört. Ich bin dankbar, Jesus, für die Engel. Wir brauchen sie, sie führen das Wort aus. Wir müssen im Fall keine Angst haben, da geht es nicht um Engelsanbetung. Da geht es auch nicht darum, Engel umkommandieren. Sondern da geht es darum, bewusst zu sein, der Anführer der Herrscher ist Christus. Und wir brauchen seine Engel, die uns helfen, unsere Bestimmung zu erfüllen. Und wir sind dankbar für die himmlischen Helfer. Ich möchte euch eine Story erzählen, wo wir noch im Stöckli gewohnt haben, haben wir eine lange Stege gehabt, von unserer Garderobe unten nur, die war Blättchen und Timea, wo sie gelernt hat laufen in dem Rolli-Ding da, haben wir oben die Türen nicht zugemacht und sie ist rausgefahren und wirklich hat sich überschlagen bis zur Unterstunde und wir so, oh, die Scheibe, was ist passiert? Sind runter. Gott sei Dank ist nichts passiert. Sie war gesund. Und ich weiss, Davina und ich, wir haben gebetet und ich gesagt, Herr, du siehst, wir werden noch ein paar Jahre in diesem Haus wohnen, aber wir bitten dich, könntest du uns nicht einen Helfer schicken, könntest du uns nicht einen Engel schicken, der dort oben würde, die Staircase bewachen, wenn wir vergessen, das Türchen zumachen. Und wir haben es gebetet. Und 2 Jahre später kommt ein Freund aus Florida zu uns. Wir holen ihn am Flughafen ab und er hat wunderbare Begabungen. Er sieht sehr in die unsichtbare Welt mit seinen normalen Augen. Und er kommt unten rein, zieht seine Schuhe ab. Wir haben das Mittag vorbereitet und er schaut auf und sagt, habt ihr gewusst, dass da oben ein grosser Engel steht? Ich glaube, der ist etwa vor 2 Jahren da angebetet worden. Wahrscheinlich zum Schauen, dass niemand mehr runterfällt. Und du bist dort und deine Haare stellen sich da auf, weil du merkst, es ist nicht das Wort, der Herr Jesus hat dich lieb, sondern es ist ziemlich genau. Und versteht ihr, was das für eine Ermutigung war für unser Leben? Wir haben das gebetet im Glauben, wir haben es nicht gespürt, wir haben es nicht gesehen, wir haben es nicht gewusst, ob es so ist. Und Gott ist sich nicht schade gewesen, jemanden zu schicken, das zu konfirmieren und zu sagen, hey, eure Gebete haben Kraft. Wenn ihr den Herrn um Hilfe bittet, dann schickt er Hilfe. Er schickt sie zu dir, auch wenn sie du nicht wahrnimmst und nicht siehst. Und er schickt sie zu mir. Wir haben ein wunderbares Wallpaper gemacht mit dem Psalm 91 und wir haben 50 Exemplare da draussen. Der schneller ist der geschwinder. Aber du kannst es auch als Wallpaper runterladen. Aber ich will das lesen. Für euch und mit euch. Aber mehr als eine Ermutigung, nachher heimzugehen und bei euch das zu machen. Und die so eins mitnehmen, die müsst mir versprechen, das wird eingerahmt, euer Name wird eingetragen und aufgehängt in eurem Zuhause, in eurem Zimmer. Und ich will, dass ihr das für das nächste Jahr jede Woche einmal über eurem Zuhause betet. Und ich sage euch, ihr werdet einen signifikanten Unterschied merken in eurem Zuhause. Weil das Wort Gottes geht nicht leer raus. Das wird genau das ausführen, für das, was geschickt worden ist.
Ich und meine Familie und meine Beziehungen leben im Schutz des Höchsten. Wir finden Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, dem ich vertraue. Denn er wird mich von allen Gefahren bewahren und mich in Todesnot beschützen. Er wird mich mit seinen Flügeln bedecken und ich finde bei ihm Zuflucht. Seine Treue schützt mich wie ein großer Schild. Ich fürchte mich nicht vor den Angriffen in der Nacht und habe keine Angst vor den Gefahren des Tages, vor der Pest, die im Dunkeln lauert, vor der Seuche, die dich am hellen Tag trifft. Liebe Freunde, da geht es nicht um einen physischen Angriff. Wenn du mit jüdischen Theologen redest, da geht es um eine geistliche Wahrheit. Da geht es darum, um einen geistlichen Angriff, wo der Herr uns beschützen will. Wenn neben mir auch Tausende sterben, so ist es. Wenn um mich herum Zehntausende fallen, kann mir doch nichts geschehen. Ich werde es mit eigenen Augen sehen. Ich werde sehen, wie Gott die Gottlosen bestraft. Ich sage, der Herr ist meine Zuflucht. Ich suche beim höchsten Schutz. Somit wird das Böse mir nichts anhaben können. Und kein Unglück wird mein Haus erreichen, mein Zimmer erreichen. Denn er befiehlt seinen Engeln, mich zu beschützen. Wo immer ich auch hingehe, auf Händen tragen sie mich, damit ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße. Löwen und giftige Schlangen werde ich zertreten. Da geht es nicht darum, dass du mal auf den Kopf stehst. Eine andere Übersetzung sagt dort auch Drachen. Drachen und Schlangen als Symbol vom Okkultismus, von der Finsternis. Auch diese Macht werden wir überwinden mit dem Blut von Christus. Löwen und giftige Schlangen werde ich zertreten, wilde Löwen und Schlangen werde ich mit meinen Füßen niedertreten. Der Herr spricht, ich will dich erretten, dich Dominik, der mich liebt. Ich will dich beschützen, dich Dominik, der auf meinen Namen vertraut. Wenn du zu mir rufst, will ich antworten. Ich will dir in der Not beistehen und dich retten und zur Ehre bringen. Ich will dir ein langes Leben schenken und dir meine Hilfe erfahren lassen. Liebe Freunde, das ist so powerful. Das kannst du nicht genug in Anspruch nehmen. Und du darfst es immer wieder vornehmen, wenn du merkst, es ist wieder ein Knurz zu Hause, dann nehme ich das wieder vor. Machen wir auch so. Dann beten wir nochmal, den Schutz vom Höchsten über unserem Zuhause. Und sind uns bewusst, er ist der uns beschützt. Wenn 10.000 neben mir fallen und 1.000 hinter mir gehen, mich wird es nicht treffen. Das hat nichts mit Stolz zu tun. Das hat mit einem Vertrauen in einen lebendigen Gott zu tun. Ich möchte euch so ermutigen, die 4 Steps sind ganz praktisch. Du darfst es immer wieder machen, du darfst es anwenden in deinem Zuhause. Ich sage dir, es hat eine Sprengkraft. Wenn du übereinstimmst mit dem, was das Wort Gottes sagt. Was meinst du, warum ich da vorne immer Amen rufe? Oder Come on, oder genau so? Meinst du, um Aufmerksamkeit zu erregen? Nein! Wenn Wahrheit gesprochen ist, bin ich der Erste, der übereinstimmt mit dieser Wahrheit. Und der Segen, der gesprochen ist, kommt direkt auf mein Leben. Ich würde dir empfehlen, auch Ja zu sagen zu dem, was gesprochen wird. Wo du kannst übereinstimmen, wenn einer sagt, Jesus ist König, dann sagst du, genau so ist es. Und du merkst, wie der Segen will, es ist ein lebendiges Wort. Es kommt auf dein Herz. Und es baut etwas auf, liebe Freunde. Hey, weißt du, wie wird das geil werden, all die Zeugnisse zu hören? All die Teufel, die ihre Poffer packen und du so in die Heime heim und rausgehen und sagen, ihr müsst nie mehr zurückkommen. Mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Hey, wir hoffen, die Message hat dich ermutigt und hat dich weitergebracht in deinem Lauf mit Jesus. Oh ja. Wenn du merkst, dass Gott irgendetwas gesprochen hat in dieser Predigt, dann schreib es dir doch gerade auf, weil wir vergessen so schnell, was Gott redet. Schreib das irgendwo auf in dein Journal oder in dein Handy in den Notizen. Wir lieben unsere Leute, die online sind, möchten aber gleichzeitig dich auch einladen, komm mal vorbei. Absolut, komm mal vorbei. Und komm mal Heu sagen, dir ist eine Hand schütteln, wäre schon noch nice. Und am 5 geht es da übrigens schon los, so in kleinen Gruppen, die aber offen sind, wo du gerne auch kommen darfst. Und sonst am 7. da in unsere Celebration. Und vor allem abonniere unseren Telegram-Kanal, dort kommst du immer mit über, was gerade läuft. Oder kommst mal in ein Camp oder irgendetwas so. Yes, hey, bist gesegnet und wir wünschen dir eine super Woche. Ja.